Änderungsvorschlag den Herr Gastgeber. Herr Gastgeber, die Antwort. Merci, Herr Präsident. Die Reglementskommission von der Chambre proposiert 2 Änderungen in unserem Reglement 4 zu holen. Die erste Änderung, die betrifft effektiv den Artikel 80 von der Konstitution, bleibt der Regierung Zugang zur Chambre dann immer kann fort Haibande vor. Und das ist eine Diskussion, die schon gewisse Jahrzehnten Haibanden dauert, wie die Appräciation von dem Artikel gemäht wird. Wenn in 20, 30 Jahren zurückkommt oder vielleicht nicht so lang, da war von einer Meinung Haibanden, in jedem Fall von der Regierungsseite, dass die Regierung zu allen Momenten den Artikel 80 invokieren und dann auch so lange schwätzen, wie sie das für richtig finden. Wie schon bei den Reglement geändert wird für eine Reihe von Jahren, was den Temps de Parole anbelangt, wo wir die Modellen angefordert haben, von da aus Anfang auch den Temps de Parole für die Regierungen, für die Regierungsmembers festgelegt haben, und das sowohl für das Projet de loi wie die Proposition de loi, d'interpellationen, débat de consultation, débat d'orientation, un débat sur l'état de la nation, un débat sur la politique financière et budgétaire. Diskussion ist immer vorgegangen an dem Kader von der Verfassungsrevision aus dem Jahr 1997, als damals am Rapport eine klare Definition, was die Redezeit unbelangt festgehalten ging. Damals war der Herr Friede Präsident von der zuständigen Kommission und der Herr Asselborn war Rapporteur. Und damals, als am Rapport festgehalten ging, les dispositions qui régissent l'organisation des travaux de la Chambre et en particulier les règles qui visent le temps de parole des débats en général et qui sont fixées dans le règlement de la Chambre sont d'application aussi pour les interventions des membres du gouvernement. Damals, als am Fond, am Kader von der Verfassungsreform, dann am Rapport festgehalten ging, dass die Redezeit auch über das Chambers Reglement festgelegt ging, was wie gesagt an all denen Fällen, die ich längst aufgezählt habe, auch Möglichkeit oder der Fall schon war. Was noch nicht definiert war an diesem Reglement, dass wenn die Regierung den Artikel 80 invokiert, neben einem Projet de loi, Proposition de loi, Interpellation, Debat und so weiter, dass die Regierung gefällt dahin kommt, dann gibt es so, man mir gibt gerne aufgrund vom Artikel 80 eine Deklaration machen. Der Fall, wenn er nicht für die Redezeit unbelangt reglementiert. Und die Reglementskommission hat dafür am Jahr 2008 schon eine Proposition gemacht, wo sie am Anfang gesagt hat, dass nur dem Regierungsmember aufgrund vom Artikel 80 eine Deklaration macht, gibt schon bei nur ein Temps de Parole festlegen für die Einzelparteien Haibanden, für auf die Deklaration zu reagieren. Die Reglementskommission als aber zum Schluss zur Konklusion kommt, dass es besser ist, den Temps de Parole für die Deklaration vom Regierungsmember zu fixieren. Und Praxis gibt dann so ausgesehen, dass den Member von der Regierung, die den Artikel 80 invokiert, dass den das gibt beim Chamberpräsident auch kann, das während einer Sitzung frohen, und das noch gibt so was für Sujet, aber wie lange das dort zu schwätzen, und die Chamber gibt dann direkt aufgrund von Artikel 37 vom Chambersreglement ein Temps de Parole fixieren, sowohl für die Regierung wie für die Einzelparteien. Das gibt also alles dann, wenn die Regierung gibt Artikel 80 invokieren, gibt ein Temps de Parole für die Deklaration fixiert gehen, sowohl für die Regierung wie für die Einzelparteien Haibanden. Das Staatsverblo an dem Kapitel 6 von diesem Reglement am Artikel 91 geändert wird, sowohl am Alinea 1 wie am Artikel 2, wo dann eben bei all den Debatten, die wir Haibanden haben, auch Deklaration gouvernementale selon l'article 80 de la Constitution gibt beigeschrieben wird. Das ist also dummer, da gibt es so eine jahrzehntelange Diskussion, da wird mit dieser Reglementsänderung nur definitiv die Diskussion aufgeschlossen, was den Artikel 80 unbelangt, was für in alle Fällen geregelt, dass die Chamber ein Temps de Parole für die Regierung und für die Chamber selber festlegt. Die zweite Änderung, das ist aufgrund von einer Proposition von